Gaming as jo haut se Numm, dat bei den Joke Leiit die men so kënnt. Kën ons bisssen den Nummer klären, wädler do der Hand sticht. Ja, also Gaming als ein generelle Begriff, der gesagt für die Jugend. Wir wollen auch dem Mittelalter und sogar den Alter sprechen, weil das klar haut die Jugend das mehr auf die Elektrospieler, also die Spieler schon seit 30 Jahren, wie wir auch jung waren, haben wir da auch schon gespielt. Und da das, wie gesagt, haut der Computerspieler, wir haben aber auch die traditionellen Spieler. Wir haben noch Spieler, die schon ein bisschen Elektrospieler, die E-Spieler, die mir alt sind, wo auch nach verschiedenen Leuten sich dann da rumfanden. Der erste Begriff ist, also das für jeden Verein. Das natürlich hauptsächlich auf die Jungen gemünzt, weil wir machen auch damit den Tournoi wo die Gemeinde Schöffling dann noch Preise stiftet. Und da kommen natürlich auch Leute, wenn es ein Tournoi an. Voilà. Wie sie dann op die Idee kommt, fir die Jungkleit mat den ältere Leiit, wie gerade gesot huet, bisssen ze summmen zu verbanden. Ma ja schmengen, dat das ein bisschen de Sinn soll net all Generationen lo für sich sind, dass wir flott war noch verschiedene Generationen de we zu summe fannen. Schmengen ha Schweizer auch von den der Generation von denen, dat wir sich vu 7, 8 Joer, Schweizer von denen die 16, 18, 20 Joer an dann dresse statisch. Dat gibt schon ein schöne Gemisch an ich fand das so besser, wann Generationen zu summe sind an wie der Schiedfrieden für sich allein dat mischt. Da bringt je dann noch wahrscheinlich kicken de Leiit ze summen, die si schon mir lang dran. Wat kann der do so bisssen erzählen? Ja, aber ich meine, wir wollten eigentlich schon vor der Pandemie 2019 machen und das hat natürlich nicht gehen. Und du hast letztes Jahr für dich gemacht, wie wir den Succès gesehen haben. Und wir hatten noch am Anfang gedacht, es wird ja dann meistens nicht mehr Junge kommen. Wie wir da aber gesehen haben, dass sich da aber auch verschiedene Leute dabei mal enge Männer Altersklasse hinkommen sind, du haben gesagt, das etwas. Dat zit op Schëffling, zit lei dun. Ich mein, dat dat wat Gemeng gern het, dats ma Apps mache, wo Leiter hinkommen an och Schëfflingen decken. Dann. Op dem Flotte Gaming Day haut zu Schëffling wettring Rollspiel Di haier kann enke kurz präsentieren. Ja. Ich bin Joey Hoffmann, Präsident vun der LSF. Wir sind gefrot gin fir niwer eng Mier vun der Schëfflinger Jugendkommission fir ze summen den Gaming-Event zu machen. Letztes Jahr war die erste Edition und das Jahr sind wir bei der zweiten Edition, wo eigentlich alles ein bisschen mehr groß, mehr Aussteller als ja, Flondach. Kann das so Gaming-Event ein bisschen vorstellen, was genau geschieht? Die Idee vom ganzen Gaming-Event ist, dass wir ein bisschen alles vorstellen. Es gibt Retro-Konsolen, Konsolen, wo Turniere gespielt werden, Computer sur place, und Rennsimulator sur place, Arcaden. Wir gucken wirklich, dass alles präsent ist an auch Boardgames. Zum Gaming her durch Offline-Gaming, Boardgames zum Beispiel. Das ist alles sur place und das war die Idee vom ganzen Konzept. Also das schon eine politische Kraft für die Organisation hinzukriegen? Ja, politisch definitiv. Ich meine, das auch mit vielen Intervenants schaffen und dann alles organisieren. Also es hat schon eine Zeit gekostet, für das zu organisieren. Was können uns noch Spezielles über die Gaming erzählen, was heute geschieht? Man hat 3 Turniere sur place, also Mario Kart Tournee, FIFA Tournee und Teamfight Tactics Tournee. Auch ein bisschen geguckt für ein Propos zu verschiedenen Game-Types, also verschiedene Richtungen, für das jeder noch etwas 5 machen kann. Und das Weitere, sonst kann die Leute Lunch kommen, dann überall ein bisschen testen, ein bisschen spielen, die verschiedenen, auf denen verschiedene stehen. Du spielst ein Alter, also da keine Rolle? Nee, das war jetzt auch ganz wichtig, dass es wirklich von jung bis alt, dass jeder einfach kommen kann und jeder selbst 5 kann spielen. Könnt ihr eine kleine Präsentation von Ihrem Verein machen? Gerne. Also wir sind Roland eSports, also wir sind am elektronischen Bereich sind wir bewandert. Wir machen da verschiedene Turniere und ja, es geht los schon seit ein paar Jahren. Könnt ihr so einen Turnier ein bisschen erklären, wie der den mit jungen Leuten oder mit älteren Leuten macht? Naja, also wir uns organisieren immer am Voraus den Turnier und dann fragen wir ein bisschen die Leute, okay, was ist das Interessensgebiet und an dem Bereich organisieren wir dann halt einen Turnier. Das betrifft dann auch die Jung oder die Alt, das ist uns ziemlich egal. Das sind meistens so Spieler wie League of Legends, Valorant oder auch mittlerweile auch Rocket League. Sind da Spieler dabei, die dir selber zur Summe gesagt haben oder kopiert oder die?
Nee, mir hunn die net zusammengestalt, also die Hummer schon kopiert, also da das einfach bei auf Plattform, wo in der selber Mat spiele kann. Das Spiel gëtt doch schon seit langem hun doch ziemlich viel Suse an ja mir selber hun sucht so entscheet wie mir op se Turm mat gemacht lo fir paar Joer, wo man den dritte gesinn oder das Potenzial dabei vielleicht Verein zu gründen. Marco, du warst so ganz an dat Spiel do vertieft als schon mi eelere Klänge bouf. Ja, das am Anfang Nostalgie, von den so guckt, die alten Spieler mit den Grafiken, da war einem ganz ernst das. Und das haut sind Spieler natürlich viel besser. Aber sonst wäre der war auch schon nicht schlecht. Aber da kann in den Vergleich machen zwischen früher und heute, wie die Spieler abgebaut werden. Und du hast kein Problem für dich direkt daran ranzuschaffen? Nee, du hast sehr dran. Das geht ruckzuck, sind durch fest dran. Die sieht noch ein live drauf. Ja, ma Merci vu Streamers.lu, dat ass eng Lützburg Communityit fir de Streaming bëssen no fir ze bringen, weil waren alle gut nëmmer einzel Streamer an war nie wirklich en Dingen do fir ze kucken, okay, wéi eng Lützburger si grad live, weil dat ass op Twitch dat eng relativ gros Plattform, wo Engländer, Deitscher den Marché bis eben saturéiert hunn an dann als klenge Lützburger, da kënnen den do net so wenn es mehr ist gedacht, okay, wir machen ein Internetseite, wo ich gucken kann, wer ein Lützburger Streamer eben online sind, und auch wie du gerade wir streamen noch live von der Platz. Und das Prinzip vom Site ist eben, dass Leute sich ummelden und dann, dass sie darüber eben einen gewissen Reach kriegen. Das heißt, wenn dann ein bisschen größer Streamer dann drüber ist, dann gibt Leute eben auf die Seite gucken und ich sehe auch ein paar andere Lützburger oder allgemein, was sie Lützburger Streams will gucken, gehen sie auf streamers.lu, für das dann eben dann dazu sehen. Eine Idee, die ganz bestimmt zu Lützburg gut du könnt. Eine Idee, ja, also ich meine, wir haben am Oktober, den 1. Oktober sind wir live gegangen beim Sitz und da waren wir so 3-4 Streamer und mittlerweile sind wir auf 120 oder 140 Streamer. Wenn da just ein Stream über die Gaming-Spiele haben, da geht auch nach Berner Plätze, wo der live geht. Der Groß von Leuten streamen von daheim, es gibt auch Leute, die IRL-Sachen machen, also in Real Life. Das heißt, die dann auf Platz gehen und davon aus streamen. Aber ich meine, bei uns, als momentan jeder aber echt da daheim und sagen, komm mal streamen von aus. Wir sind aber auch am gucken, für eventuell am Sommer etwas an der Realität zu machen, weil wie zum Beispiel der Kollege, der in der Hand steht, den und ich gestern die ich am Leben gesehen und wir sind auch schon seit 3-4 Monaten, wo wir aber zusammen aber zocken und gibt eben eine gewisse Community dadurch eben aufgebaut. Können unsere Community ein bisschen erklären? Ja, also wir sind streamers.lu, das ist eine Community, die Lützburg Streamer von Twitch halt zusammenbringt. Und das heißt, du kann da jeder streamt für sich quasi. Wir machen aber auch oft Events zusammen, zum Beispiel so Quizoven da oder wo man jedenfalls Spieler spielen, wo die Leute dann noch zusammen oder gegen den spielen können, wie Tournoi oder was auch immer. Und, voilà, und dann noch so Events wie der Teilo bei Gaming Days Schöffling. Wir sind auch übrigens heute auf der LGX vertreten. Das heißt, die Leute können doch gerne Lunch gehen und uns nur gucken beim Streamen. Und ja, wir probieren das dann noch ein bisschen so unterhaltsam wie möglich zu machen. Die sind noch mehr am Bereich von den Gesellschaftsspielern. Ja, richtig, genau. Wir sind ein Gesellschaftsspielclub, wir sind 2016 gegründet. Wir haben als Ziel hatten am Anfang, dass das Gesellschaftsspiel so am Anfang an der Gesellschaft nicht unbedingt bekannt ist. Also jeder kennt Klassiker, kennt Monopoly, kennt Magic, dich nicht vielleicht ein Milchchen an den Schach. Und ja, dann hört es sich aber auch. Na, vielleicht spielen die Spieler seit Generationen so, wie sie mengen, dass es richtig ist. Wo nie eng Regel gelesen vielleicht, dass die einer hört, war ein neues Ziel war, davon nach Schulen zu gehen, nach Gemengen zu gehen, ob Sprachcafés, an Spiel do bisschen mat an das ganze Rand zu bannen, weil beim Spiel kann ihn halt viel Leute verbannen, Diskussionen aufhängen und so weiter und so fort. Aber eben oft, ja, die Marche ja so groß, und kann die vielleicht nicht, weil das alles so Marche gibt. Und als Ziel ist es am Anfang,
Wir haben eben eine Selektion von Spielern, die man die Leute Min bringen, wo sie dann können vielleicht den nächsten Schritt an das Hobby machen von modernen Brettspielen, von mehr wie just Monopoly. Ne? Die hört von den Regeln, dass man die vielleicht nicht tun, die Leute können bei uns kommen, sie können sich auf den Tisch setzen, sie können das Spiel erklärt, sie können nicht spielen. Na, wenn sie morgen dabei sind, sie können das Spiel dann noch mal 2 Wochen gelernt tun und dann daheim ein bisschen nachspielen. Ne? Also dass sie vielleicht das Hobby Brettspiel mal können aufhängen. Weil ich ein bisschen schön fand, dass du eben nicht mehr genug gespielt hast. Spielen ist wichtig an Dingen nach. Ne? Ja, die Leute sehen für heute Stars durch die Gaming-Spieler, die elektronischen Spieler ein bisschen als Nähe gelebt. Und die will leider ein bisschen mit zusammenbringen mit der Gesellschaftsspieler. Genau, das ist richtig. Ich merke gerne, dass Leute zusammen auf einen durchsetzen, sich gesehen, dass die Leute mal nicht schwätzen. Sehr oft an die elektronischen Spieler fand ich auch eine ganz wichtige Sache. Noch die gehen immer mehr in die Richtung, dass sie sich mal trifft, was man ja auch hier auf dem Event gesehen, dass sie sich zusammen gesagt mit Gesellschaftsspiel als nach das nach ein bisschen anders das du musst dich nach anders befassen wie man ein Videospiel was am Anfang ein bisschen automatisch auflebt was ja, wo keine Regeln zu verstehen gibt wo Taktiken anders sind und so weiter und so fort ne? Das heißt, Gesellschaftsspieler hört eine andere Rolle an meiner Meinung an dem Gesamten ich fand immer dass du wenn du Videospieler ist wie heute dass du das heute Spiel nicht sollst vernachlässigt Datei geht auch immer mehr in die Richtung, dass es Spieler gehen, die auch digital sind. Das heißt, du hast dann die Kopie vom Spiel, mit könnte doch zum Beispiel als Videospiel. Ne? Dasselbe. Oder du hast Gesellschaftsspieler mittlerweile, die holen Medium vom Tablet oder vom Computer mal ran, und verbannen die zwei Sachen. Man nennt dich. Du sitzt als Familie durch und du hast trotzdem Tablet, das eine Party vom Spieler ist. Das geht mittlerweile auch. Ne? Könnt ihr euch eine vorstellen, wann es läuft? Ja, also wir sind Pop.lu. Wir sind eine Plattform für Poppen, auch noch Älteren. Und da machen wir eben relativ viel Gag mit Kindern, mit den Älteren, mit Mama, mit Pappen. Und eben noch die generellen Sachen, wo man so geschehen, wo ich eben drüber lachen kann. Und heute sind wir heute für den Gaming-Part. Weil wir haben noch einen Discord-Server, wo wir eben mit anderen Poppen oben zusammen spielen. All Pop wissen, tut nicht immer Zeit, weil ihr eben zum Beispiel viele Sachen mit den Kindern zu holen hat. Noch wahrscheinlich Partner. Also haben wir eben eine Plattform gebaut, für das wir auch oben Leute fanden, eben für eben zusammen zu spielen, weil zusammen zu spielen ist mehr interessant, wie man nicht mehr allein zu spielen. Muss ich dann da einen Club sein bei euch oder wie geht das? Wie geht das auf Facebook? Ich kann da ein bisschen eine Erklärung darüber geben. Also wir sind auf Facebook, Pop.lu, da fand er uns. Und da fand auch alle guten Klienten zu unserem Gaming-Channel, wo du kannst registrieren über Discord und da kann ich oben zusammen ein bisschen schwatzen. Und ich glaube, es nicht weiß, ich soll mehr, ich gebe gerne, wie ich das spiele, gesehen, ein bisschen Auto fahren und Bildschirm. Was muss ich da machen? Wie muss ich mich da lehnen? Ja, da muss ich natürlich das Equipment tun. Erst bei uns im Discord beitreten und dann können wir darüber schwatzen, zusammen einen Kurs zu fahren.